Neben den 24 Stunden von Nürburgring sind 24 Stunden von Dubai eng von den bekanntesten Kursen. Wie eine Equipe funktioniert und was Challenges sind, wissen die meisten. De Luc hat schon seine 100 Kulisse von der Equipe R8 Motorsport zu gucken. Von den Fahrern war der 17-jährige Lützebäuer Dylan Pereira. Die 10. Edition von 24 Stunden zu Dubai hat dieses Jahr ihren Depart den 9. Januar. Dieser Kurs ist ein Teil von der Hankook International Endurance Series, wo es nicht nur darum geht, den schnellsten zu sein, mit muss ich vielleicht mal am Ziel kommen. Die Edition von 2015 ist der bislang größte 24-Stunden-Kurs, der zu Dubai gefahren wurde. 400 Fahrer, die von 6 Lützebäuer waren, sind in den Depart gegangen. Den Circuit, den für plus minus 30 Autos gebaut wurde, wird müssen 88 Autoren abgedeelt auf 16 Kategorien durchschalen. Den Dylan Pereira, den wir auch schon an Polen begleitet haben, ist für die erste Kehr und den Depart von einem Ausdauerkurs gegangen. Auch wenn der Kurs nicht den perfekten Auflauf hat, haben sie trotzdem gut aufgeschnitten. Lange Zeit waren wir am zweiten, also sobald zum Schluss haben wir da 1 zu 1, dann hatten wir ein Problem, wo wir dann eine halbe Stunde etwas reparieren mussten. Und das hat dann die erste Platz gekostet. Während wir heute zu Lützeburg mit schlechtem Wetter geplot sind, haben die Fahrer am genauen Gegenteil müssen hinzugehen. Schwierig war am Tag zu fahren, wo es warm war. Wir sind echt eine halbe Stunde gefahren. Wenn ich gefahren bin, war der Gang. Und dann, wo ich rausgekommen bin, war wirklich so. Endlich ist es fertig. Da ist enorm viel Verkehr. Also, wenn wir noch ein Auto haben, Autos, die viel Milieus sind, und da muss ich schon aufpassen, dass ich nicht ein Problem kriege. Das dauert immens lang. Ich muss wirklich aufpassen. Also, das nicht nur schnell fahren, sondern auch sicher fahren. Also ich habe natürlich kein Auge zugemacht und bin dafür verantwortlich gewesen, dass die Strategie passt, also dass jeder Fahrer zur richtigen Zeit am Ort ist. Habe den Funk mit den Fahrern koordiniert, dementsprechend wäre es natürlich fatal gewesen, wenn ich eingeschlafen wäre. Ja, einfach die lange Zeit, die vielen Stunden macht schon anstrengend und auf die einzelnen Situationen einzugehen, oft versuchen wir spontan handeln. Mit der Zeit hat sich immer mehr Spannung an den Equipen abgebaut. Kleine Probleme können den Auto lang an der Boxen aussperren. 40 Minuten vor dem Schluss hat Team Gravity Racing von Gerard Lopez durch einen technischen Defekt seinen Platz an den Top 10 verloren und als einer Feiertsten ging. Das Lützebäuer Team Duvo Racing ist 5 Stunden vor dem Schluss durch einen Accident ausgeschieden. So man ist Fred nach mir groß für den Dylan als seine Leute, die neben eine halbe Stunde Reparaturen verloren haben. Das Team hat gut geschafft. Wir nehmen 2 Mechanismen für 24 Stunden, was mega gut, wenig ist. Wir haben sie mega gut geschafft. Kleine Fehler gemacht, aber bon, das geschieht eben. Also wir haben gut zusammen geschafft, fand ich. Dafür, dass wir das erste Mal hier waren, die Erwartungen waren jetzt nicht ganz so hoch gesteckt. Na klar kommt man eigentlich an die Rennstrecke zum Gewinn. Aber so ein 24-Stunden-Rennen hat man auch gesehen, da passiert relativ viel, es ist sehr lang. Und man kann wenig voraussagen und von daher direkt mal mit dem Platz 2 zu starten, ist natürlich super. Wenn man Zweiter wird, will man natürlich auch mal gerne gewinnen. Zweiter Platz ist immer der erste Verlierer, aber ich denke, am Ende des Tages sind wir alle glücklich und zufrieden. Die Fahrer, das ganze Team haben alle einen super Job gemacht und ich bin natürlich auch super zufrieden.